Also evident ist es nicht, weil Arbeiter schaffen kann ja effektiv ganz verschiedene Sachen sein. Der Arbeiter geht an die Fabrik, der Beamte geht auf sein Büro, der Dichter schafft aus seinem Gedicht, der Komponist der schafft an einem neuen Musikstück, der Nunisprof der schafft aus seinem Chor. Das sind also ganz evidenterweise aber verschiedene Sorten von Aktivitäten. Und da gibt es Arbeiter, die gehen mal gar nicht als das unerkannt. Oder sinnet als dat unerkannt gin. Et huet geheescht, der Mann geht op d'Schmelz schaffen, an Frau bleifst du heem. Natürlich huet die och geschafft. Vielleicht sogar méi wie de Mann a Wirklichkeit. Mehr das net bezuelt gin. An dofir ass dat net als wirklich erbicht unerkannt gin. Iwerhaupt muss ich so dieselwicht physisch oder intellektuell Aktivität gëtt enkeier als erbicht, eng anerkeier als Hobby, Sport oder Kreativität bezeichnen, dann offensichtlich geht es irgendwie immer darum, ob die Aktivität bezahlt wird oder nicht. An der klassischen Ökonomie, und auch übrigens beim Marx, heißt es, die Produktivarbeit ist immer ein Austausch zwischen Menschen und Natur. Produktivarbeit. Wir verwandeln Material aus der Natur für nützliche Produkte daraus zu machen, von denen wir leben können. Neben der dort definierten produktiven Arbeit gibt es natürlich viele Aktivitäten, die noch als Arbeit kann bezeichnen, an die nicht den direkten Austausch mit der Natur sind. Arbeit, wie auch immer, als auch nie, muss ich sagen, eine rein individuelle Geschichte gewirrscht, an ass nicht. Es ist immer ein gesellschaftlicher Prozess. Das ist nicht nie ein Einzelnen, den man schafft, wenn man das so mengenderlei mal falsch. Die ganze Gesellschaft an ihrer Geschichte ist immer sozusagen dabei. Sie wird nicht mehr durch die Vermittlung von Können wissen, was den Einzelnen nicht für sich selber einfach herausbringt. Und umgedreht, all gesellschaftliche Reichtum, materiellen oder kulturellen, beruht auf einer Form von Arbeit. Und dafür ist es nicht akzeptabel, dass eine dominante Minorität sich das Resultat von der Arbeit uneignet. Das ist aber typisch am Kapitalismus der Fall. An der kapitalistischen Wuregesellschaft kriegt die Arbeit, ich meine nur die Produktivarbeit, wie man früher gesagt hat, kriegt ein doppeltes Gesicht. Erstens ist es nach immer Produktion von nützlichen Produkten, durch den Stil. Mit zweitens aber an der Form von Waren, die Rat gehandelt werden. Und da geht es dann nicht nur um den nützlichen Gebrauch, aber es geht darum, aus dem Warenaustausch Geld zu schlagen. Und an dem System geht die Arbeitskraft selber zur Ware. Der Arbeiter muss, wir können sie überleben, dem Kapitalbesitzer seine Arbeitskraft verkaufen. Aus der Ware Arbeitskraft schafft den sein Profit. Das ist der Fond von der sogenannten Lohnarbeit, also eigentlich eine Erfindung vom Kapitalismus. Ich muss Ihnen aber sagen, der Kapitalismus hat nach immer auch profitiert von der unbezahlten Arbeit, das hat man für schon kurz angeschnitten, von der sogenannten Reproduktionsarbeit. Das heißt, all dem, was zur Erhaltung von der Arbeitskraft beiträgt, Ernährung, Kindererziehung, und so Sachen, die Arbeit war oder ist nach immer Haut für allem Frauen überlegt, sie ist nicht bezahlt gehen und ist dann als minderwertig angesehen gehen. Also, ich muss sagen, mit allerhand Gewalt. Die Bourgeoisie, denkt man an die Französische Revolution, hat Freiheit und Gleichheit gepredigt.
der Theorie no war den Arbeiter frei, war ja kein Sklav. Lohnarbecht wäre freie Vertrag zwischen dem Arbeiter auf der einen Seite und dem Fabrikbesitzer auf der anderen Seite. Das war Theorie, die Wirklichkeit war natürlich auch nicht. Bauern sie vom Land verdriffen gehen. Die kleinen selbstständigen Handwerker sind aus ihrem Atelier verdriffen gehen, dann sind sie an den Fabriken vom Freikapitalismus gelandet. Aber für den, dem den Hunger als Zwang nach nicht durchging, gab Gesetze gegen die sogenannten Vagabundage, also die Leute, die ohne Arbeit rundherum zu sind. Aber mit dem Vagabundage, den hast du bestraft, gehen mit Strafen bis bei Wiederholung bis zur Todesstrafe. Ich meine, wir wissen alle gut, die Arbeitskonditionen waren unerträglich. Wir sind nur am 19. Jahrhundert. Kinder von 12 Jahren an den Kohlegruben, 10 Stunden da, keine Sozialversicherung, keine Begrenzung von der Arbeitszeit. Also die Lohnarbeit am Kapitalismus, das war also immer ein ziemlich gewaltsamer Unterwerfungsprozess. Der Arbeitsmarkt war repressive Markt ohne Regeln, war nicht gesagt. Das ist also nicht mehr gerade so. Glücklicherweise durch den Widerstand von der Arbeiterbewegung hauptsächlich gab es nur an nur konkret Verbesserungen, es gab Gesetze über Arbeitskonditionen an Arbeitszeit, es gab Gewerkschaftsrechte an Streikrecht, es gab Sozialversicherungen nur an nur, hat das die Lohnaufhängigen aber eine gewisse Protektion bräuchte. Mehr muss ich aber auch sagen, mit der Offensive vom Ultraliberalismus hinter den 70er Jahren wird das aber auch immer mehr vorgestellt. Aber muss ich noch sagen, die Akkumulation von privatem Kapital wird auch nach immer für allem gespeist aus der produktiven Lohnarbeit, auch wenn die Arbeit an ihr Produkte sich selbstverständlich hinter dem 19. Jahrhundert verändert haben. Aber für die Lohnarbeit gilt nach immer das Prinzip von der Innerordnung. Auch heute noch. An unserem Arbeitsrecht wird heute noch Salariat definiert durch Subordination, wörtlich. Also eine Werfung. Mit einer unregulierter Digitalisierung, wie sie am Gange ist, sich entwickeln, wird es auch kaum besser. Wir liefern freiwillig als Daten, gratis Digitaldaten und groß internationale Konzerne, ich brauche nicht zu erklären, wem. Und da gehen wir Unhängsel oder riskieren wir Unhängsel zu gehen von einer digitalen Maschinerie zum Nutzen von ihren Besitzern. Neuerdings schenkt es, wie wenn es neu auswäre aus dem Salariat, also aus der Subordination, gehen Stichwort über, also über Wirtschaft, über Taxi oder andere Formen von sogenannter Plattformwirtschaft. Also neue Formen von scheinbar selbstständiger Arbeit, wo ich sozusagen mein eigenen Herr wäre. Das klingt wie ein Freiheitsversprechen. In Wirklichkeit ist den Überchauffeur eigentlich nach Mann frei, wie ein normalen Salarien als Dinger von einem Konzern, nichts Freiheit. Und dabei hört man nicht die rechtlich aufgesicherte Protektion, die ein Salarié durch das Arbeitsrecht hat. Und gab sogar auch nach immer eine Verherrlichung von der Arbeit. Arbeit hält gesund, Arbeit steigt Moral, Arbeit ist gut für Disziplin, als Selbstdisziplin. Arbeit sorgt für sozialen Abstieg, heißt es. Auch wenn natürlich das nach lange nicht immer stimmt. Ob Arbeit positiv oder negativ bewertet wird, hängt weitgehend davon ab, wie selbstbestimmt oder wie fremdbestimmt sie ist. Also ob ich selber über meine Arbeit, über meine Aktivität bestimmen oder ob ein anderen über mich. Subordination, wie das bei uns am Arbeitsrecht heißt, das ist ja wohl nicht anders wie Fremdbestimmung. Muss natürlich auch, weil das nicht schwarz-weiß, die andere Seite von der Medaille gesehen,
Arbeit bedeutet soziale Kontakt, favorisiert am Prinzip des kollektiven Engagement. Wir kämpfen zusammen für bessere Arbeitskonditionen, kann auch zur eigener Wertschätzung beitragen. Ich schaffe etwas, ich schaffe nicht nur, ich schaffe auch etwas, also eigene Wertschätzung. Und da darf man nicht vergessen, die Wertschätzung für sich selber, also nicht nur als Individuum, sondern als Kollektiv, da das ein ganz wichtiges Ressource für den sozialen Widerstand. Wenn man sich selber nicht schätzt, sich selber nicht für wert hält, also es ganz schwierig, auch eine Form von Widerstand anzutreten. Genau die Frage stellt sich den Marx, Heinz, du musst man den aber nennen, auch wenn man nicht als Dogma betrüchten. Stellten sich die interessante Frage, stellten sich an einem interessanten Passage am dritten Band vom Kapital, nur der Überwindung vom Kapitalismus, seht auf der einen Seite, kann die Freiheit nicht mehr daran bestehen, dass die assoziierten Arbeiter Produktion gemeinsam und rationell organisieren. Aber auch die Arbeit sehen auch als nach immer Kontranten in der Wurf. Zum Beispiel geht es aber darum, mit möglichst kleinem Zeitaufwand etwas herzustellen. Es geht darum, Gesetze von der Natur zu beobachten, also durch sie Kontranten. Wir bleiben, sieht Marx, und du spielst auf den Philosoph Immanuel Kant, und wir bleiben, sieht du auch nach immer am Reich von der Notwendigkeit. Wir sind an Notwendigkeiten gebunden, also an Kontranten. Und die wirkliche Freiheit, sieht auch, fängt außerhalb von der Arbeit an, auch dann, wenn man den Kapitalismus überwunden hätte. Und dafür ist, sieht auch, Arbeitszeitverkürzung so wichtig, für mehr Zeit außerhalb von der Arbeit zu gewinnen, für als Freiheit. Arbeitsteilung ist ein zentrales Thema. Eine Abteilung von den Taschen gibt es ja schon, ich meine, dass es Menschen gibt. Aber am längsten die zwischen Frauen und Männern, ein bisschen vereinfacht. Männer gehen auf die Jugend, dann Frauen arbeiten im Feld oder daheim, kümmern sich um Kinder. Das ist, wie gesagt, ein bisschen vereinfacht. Und da könnte aber die Abteilung zwischen denen, die Lebensmittel beschaffen, also Landwirtschaft, an den Handwerker, die Instrumente schaffen, mit denen die Lebensmittelwirtschaft funktionieren muss. Und da geht es weiter an der wirtschaftlichen Entwicklung, immer mehr eine Abteilung von den verschiedenen Taschen, also immer mehr Spezialisierung. Am Industriekapitalismus, also sind wir 18., 19. Jahrhundert am Anfang, könnte es eine Arbeitsteilung löser-los, bei der löser-los der realen Produzent, also den Arbeiter, immer mehr Bestimmung über sein Produkt verliert. An den Manufakturen, das ist also eine Vierform von der modernen Fabrik, da haben nach selbstständig Handwerker nebeneinander geschafft und ihrem jeweiligen Produkt von der Verberedung vom Holz bis zum fertigen Stuhl. Du hast also den Handwerker nach den Überblick über den ganzen Produktionsprozess gehabt. Und dann wird den Arbeitsgang an Einzelschritte zerlegt, als jede Arbeiter schafft immer nun engem Stück. Ein Schritt, den einen schnitzt, den anderen leimt, den einen poliert, den anderen streicht un. Das heißt, du hast also die Arbeitsteilung schon ein gutes Stück mehr weit. Den Höchstpunkt erreicht die Sort von Arbeitsteilung am 20. Jahrhundert mit dem sogenannten Taylorismus. Den Taylor war ein amerikanischer Ingenieur. Hier nur, wir sind am ersten Halbjahr vom 20. Jahrhundert. War ein amerikanischer Ingenieur, hier hat gemeint, für die Produktivität zu steigern, soll die Produktion mit wissenschaftlicher Methode a kleinen Einzelschritte zerlegt gehen, die je von einem anderen Arbeiter ausgeführt gehen. Eine große Qualifikation braucht dafür den einzelnen Arbeiter nicht. Er braucht am Anfang nichts zu wissen. Er braucht mal nicht eine handwerklich
braucht können, braucht nimmen und enger Schrauf können zu drehen den ganzen Tag. Wissen brauchen nimmen die dirigieren. Also von Gehol entweder Kapitalisten selber oder hier Leder an den Fabriken. Also so dreht dann den ganzen Tag den Arbeiter ein bisschen übertrieben formuliert aus enger Schrauf. An der Neft steht dann der Meister mit dem Chronometer, dat er nicht so lange Zeit braucht. Guck dich mal, wann ich lief nach Enkeer den Film von Charlie Chaplin und Modern Times, weil du also bei satirisch, aber perkutant aderweis gewissen, was das heißt Taylorismus. Nom Taylorismus könnt dann an den 80er Jahren, also sind wir bald haut, mit dem Vorstoß auch vom Neoliberalismus, die sogenannten neuen Management. Salarien sollten nicht mehr so aufhängig von der Schraube gehen, sie sollten mehr autonom gehen, sie sollten mehr selber Verantwortung überholen, mehr flexibel gehen. Auch das klingt noch ein schönes Freiheitsversprechen. In Wirklichkeit heißt es aber ganz oft, vielleicht nicht immer, aber ganz oft, dass die Lohnaufhängig nach mehr aufhängig gehen, nach mehr disponibel sollen gehen, die ganze Zeit erreichbar, die ganze Zeit disponibel, also eigentlich nach mehr ausgebeut wie bis dahin, ganz oft, nicht immer, ganz oft. Also für dich, was Produktivität betrifft, ja, da kann die Produktivität steigern, aber das ist aber immer froh, wen von denen Produktivitätsgewinner dann eigentlich am meisten profitiert, dann ist das nicht immer froh für Geld. Der Preis von der Produktivität ist eben auch immer die Entfremung von dem, den benutzt wird für die Produktivitätssteigerungen. Oder kann ich sowieso der Preis kann sein, die Menschlichung, die Entmenschlichung vom Lohnaufhängigen. Die Relation zwischen dem eigentlichen Produzent, dem Arbeiter, also den wirklich produktiv schafft, an dem Produkt, den wird immer mehr zerstört. Den Arbeiter wird ein Unhängsel von der Maschine. Das ändert sich auch nicht dann, wenn die Maschinen Digitalmaschinen sind. Das kann sogar mehr schlimm sein. Aber ja, auf der anderen Seite, Arbeitsbeteiligung bedeutet natürlich auch, wir sind alle gut aufeinander angewiesen, dadurch halten wir zusammen, Konflikte lesen wir erst friedlich, möglichst am Konsens, und so sichern wir dann das, ein bisschen mehr kritisch, was hier oder ähnlich wo so schön klingt, Solidarität national oder Kohäsion sozial, also wir halten alle Guten zusammen, weil wir sitzen ja alle Guten an einem Boot. Wir sind immer daran erinnern, die Arbeitsteilung ist aber mit einer sozialen Hierarchie verbunden. Da steht nicht jeder auf derselben Stufe, vielleicht am selben Boot. Wir die einen auf dem Deck und die anderen innen schöpfen Kohlen. Also das gilt sowohl im materiellen Sinn wie im Sinn von der Selbstbestimmung und von der sozialen Anerkennung. Die eine Arbeit ist mehr wert wie die andere. Also es gibt immer dann so eine Hierarchie. Aber schließlich geht es um einen grundsätzlichen Widerspruch. Ich habe nicht schon gesagt, meine ich, von den sozialen Zusammenhalt. Die Grundlage soll sein von einer stabilen Gesellschaft, der sozialen Zusammenhalt, da kann es schon nicht sein, dass sie eng sich das Resultat von den anderen ihrer Arbeit uneignen. Da geht es also um Klassen. Weil die entscheidende Arbeitsteilung war noch immer zwischen denen, die besitzen und kommandieren, an denen die nichts tun und müssen folgen. Und einerseits ist das also auch nach immer der Gegensatz von Kapital und Arbeit, auch wenn Verhältnisse nicht mehr so drastisch sind wie im 19. Jahrhundert. Und der Gegensatz, das ist keine Krankheit, das ist kein Ausnahmezustand, sondern das ist die eigentliche Struktur von der kapitalistischen Gesellschaft. Die Arbeitsteilung da, zwischen denen, die dominieren und denen, die dominiert gehen, die kann nicht mehr an dem muss überwunden gehen, wie die Logik von der kapitalistischen Entwicklung
agedämmt oder überwunnen wird.